SRF Audio. In dieser Ausgabe von «Fokus» reden wir über Trauma, Depression und sexualisierte Gewalt. Wenn euch die Themen belastet oder gar retraumatisieren könnten, dann hört die Folge nicht oder lieber nicht allein. SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönecker. Nana Korobi ya Oki. Das ist ein japanisches Sprichwort. 7-mal umkehren, 8-mal aufstehen. Aber was passiert, wenn nichts mehr geht? Was, wenn das Leben irgendwie auf einmal stehen bleibt? Das frage ich heute meinen Gast, den Stefan Rusconi. Er ist Musiker, Jazzpianist, Soundtüftler, Zürcher, Berliner, Vater. Er ist um die Welt gereist mit seiner Musik, preisgekrönt für seinen ideenreichen Jazz, auch fernab von der Schweiz gefeiert worden wie ein Rockstar. Und dann auf einmal ist nichts mehr gegangen. Nach einem Schicksalsschlag ist es für mehr als 7 Jahre still geworden in seinem Leben. Er hat keine Musik mehr gemacht und keine Musik mehr getragen. Kein Klavier berührt. Bis heute. Heute macht er wieder Musik, er spielt Konzerte. Und wie er seine grosse Liebe wiederentdeckt hat, das erzählt er uns in dieser Stunde. Ich freue mich sehr, bist du da, Stefan Rusconi. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Dein neues Album heisst «Solace», ich habe es gerade ein bisschen angespielt. «Solace» heisst Trost. Wo findet man Trost, wenn man ihn sucht? Wahrscheinlich, also die einfache Antwort wäre, glaube ich, im Aussen. Es kommt jemand und tröstet einem. Das, was man vielleicht auch kennt oder sich gewünscht hat als Kind. Manchmal passiert es, manchmal nicht. Aber ich glaube, die Suche bei mir war auch eine im Inneren gewesen und ist es immer noch. Also quasi, ja, der Trost, wo habe ich eine Ressource, die mir das geben kann, die mich auch betrachten kann als jemand zu Tröstenden. Mhm. Was passiert, wenn man das nicht mehr findet in sich oder noch nicht findet in sich, wenn man sich verliert? Wie findet man sich wieder? Über das möchte ich mit dir reden. Ich möchte auch herausfinden, wie dir Pilze, die Sachen verrotten lassen können, oder Bogenschiessen weitergeholfen haben. Aber zuerst möchte ich deine Liebe zur Musik schnell klären. Ich habe jetzt vorhin gesagt, eben, deine Beziehung zur Musik ist vielleicht wie eine grosse Liebe. Was würdest du sagen? Was ist Musik für dich? Es ist eine grosse Liebe. Es ist auch ein Raum, wo ich mir selber gestalten kann, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich geborgen fühle. Und das ist eben auch weg gewesen. Und das ist ganz her gewesen. Weil die Liebe zur Musik hat eigentlich nicht aufgehört, aber mein System, was auch immer, in einem Sinn von Seele, Körper, emotional, hat das nicht ertragen. Das war weg gewesen, das ist fast auf diesen Sommer 10 Jahre genau her. Juli 2015, ein Sommer, wo alles verändert hat bei dir. Ich glaube, du hast an einem Theaterprojekt mitgeschafft und dein Musikerkollege und guter Freund Paul Limb. Und so wie ich mitbekommen habe, hast du ihn selber gefunden, leblos in einem Hotel. Was magst du oder kannst du über das erzählen? Genau, also es hat mich schon in der Anmoderation von dir geschudert, weil du das so schnell, du hast sehr, sehr schöne Worte gefunden, um das so schnell zusammenzufassen. Ja, auch jetzt, wenn du das jetzt ansprichst, also ich meine, das ist jetzt 10 Jahre später, ich habe wie eine Art einen Blick drauf. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das zu Ereignissen auch findet. Mhm. Ich würde dann vielleicht auch eine Meta-Ebene sagen oder eine Ebene, wo erzählt wird über etwas, ohne dass es einem gerade wieder flutet oder überwältigt. Aber es geht immer noch tief. Also, man ist zusammen, man arbeitet intensiv, man hat eine Freundschaft. Es ist ja oft in diesem Beruf Kulturschaffender Musiker. Man teilt manchmal Bett und Tisch und genau. Musikraum. Ja, und halt auch sehr viel Persönliches. Und es ist einem ja auch immer sehr wichtig, das kann man ein bisschen hinterfragen, aber es ist einem ja dann jede Produktion auch wieder sehr wichtig. Und man gibt alles rein und in dieser dann so ein Unglück erleben, ist in dem Moment, und es ist an der Derniere passiert, also wir sind in dem Münchner Kammerspiel, nach einem 4-monatigen Prozess sind wir Derniere am 4. gewesen. Wir hatten einen Kooperationsvertrag gehabt mit
Kammerspiel und Ruhrtriennale. Und das ist dann meistens so, dann geht man in das Theater am Schluss und kommt dort die Produktionsstätte über und kann dort dann auch das Stück fertig produzieren. Und hat in diesem Deal aber dann, dass man es auch aufführt. Und wir haben es 12 Mal aufgeführt, das war sehr erfolgreich gewesen. Und weil es eine freie Truppe ist, ist das wie ein Schlusspunkt gewesen. Ab dann tourt man europaweit. Und an diesem Abend ist er gestorben. Und das ist neben dem, dass das einfach irgendwie alles überhaupt nicht zusammengepasst hat. Oder? Also, man ist in einem 4-monatigen Prozess, der natürlich schon 1,5 Jahre vorher angefangen hat, an einem Schlusspunkt. Man hat etwas zu feiern. Man hat endlich mal lässt man los. Und in diesem Loslassen passiert das. Das hat mich komplett überwältigt. Und nicht nur in diesem Moment, sondern halt einfach auch viele Monate später. Es gibt ja so Tipping Points im Leben, Kipppunkte. Ja. Nennt man die. So Tagmomente, wo alles irgendwie unwiederbringlich verändert. Ja. Wie oder wann ist dir das bewusst worden, dass hey, jetzt ist etwas passiert, jetzt ist etwas nicht mehr wie vorher? Genau, ich habe einmal ein Stück geschrieben, Point of No Return. Also so ein Punkt, wo einfach, also ich bin ja dann wie gefangen gewesen in diesem Punkt. Das ist, glaube ich, vielleicht jetzt auch ein anderer Blick oder eine andere Definition von Trauma. Oder Trauma heisst, es gefriert etwas ein, es bleibt etwas gefangen. Es wiederholt sich etwas in einem Loop ständig. Kannst du mir deine Frage noch mal sagen? Ich habe dich gefragt, wie ist dir das bewusst worden? Aber vielleicht muss ich auch noch anfügen, weißt, erstaunlicherweise hast du die Tournee nachher allein zu Ende gespielt. Und bist erst dann wie auf eine Art zusammengebrochen. Also, ja, es war eine Mischung. Also ich bin dann auch professionell, oder? Also ich mache es dann auch. So bin ich auch aufgewachsen. Also, das ist eine tiefe Konditionierung, ja, oder? Dass man sich gar nicht so schnell fallen kann. Also das ist immer noch so, auch 10 Jahre später. Also das ist immer noch so. Ich mache es auch. Also es ist, das ist ganz interessant, dass das auch etwas, es ist ja auch eine Qualität. Also es ist auch etwas, wo, also man sagt zum Beispiel auch, wenn etwas Schreckliches passiert und etwas, wo einem schon Halt gibt in dem Sinne, ist nachher ein Weiterleben. Also zum Zurückgehen in die Arbeit, in den Alltag. Strukturen, genau. Form, wo man sich dran hält. Genau. Das Schlimme war, dass bei mir das alles zusammengebrochen ist, weil einfach nichts mehr gegangen ist, wie du eigentlich erzählt hast. Das war furchtbar gewesen, und das habe ich nicht gekannt, weil ich bin eigentlich jemand gewesen. Ich hatte eigentlich das Gefühl gehabt, ich kenne mich und ich weiss, wo meine Limits sind. Ich kenne meine Qualitäten und ich weiss, ich habe mein Leben im Griff. Und plötzlich habe ich mein Leben nicht mehr im Griff gehabt. Und das ist, so habe ich das empfunden. Es ist aus meinem Körper gekommen, dass ich das Leben nicht mehr im Griff habe. Und wann hast du das gecheckt? Das ist dann so etwa 5 Monate später gekommen mit den ersten Panikattacken. Das ist halt schon, viele Leute, die das kennen, die das erlebt haben, sind das schon so Momente, wo man einfach merkt, den Körper kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich verliere Kontrolle über meinen Körper. Und das ist bei mir in einer wahnsinnig schnellen Kette immer wieder gekommen. Also manchmal täglich mehrere, manchmal dann über 2 Wochen weniger und dann aber immer wieder. Und das ist einfach auch sehr anstrengend für den Körper sowieso, aber auch fürs Kognitive, fürs Hirn. Weil ich habe einen Tod erlebt und ich erlebe eigentlich ständig mit einer Panikattacke so Gefühl, wie man sich vielleicht vorstellen würde, wird ein Tod sein. Und mein Hirn hat irgendwann gesagt, du stirbst die ganze Zeit, du stirbst. Und das hat sich einfach wie so ein Mantra, ich konnte das nicht stoppen. Ich habe keinen Weg daraus gefunden. Ich habe dann versucht, andere Mantras zu finden, die dem gegenhalten, aber die Kraft war viel, viel stärker gewesen. Und das habe ich nicht gewusst, dass das in mir als Mensch drin ist. Das stelle ich mir als mega angsteinflößend vor. Ja. Und dann kommt die Angst vor der Angst. Das ist eigentlich das Furchtbarste, weil man dann immer auf der Bremse ist. Man hat immer das Gefühl, es ist ein Teufelskreis. Das Hirn baut dann quasi, also du hast ein Erlebnis, du hast eine Panikattacke, dann
fängst du an, Gründe zu suchen, wieso die kognitiv, oder? Wieso das passiert ist. Und ich habe nicht, ehrlich gesagt, damals nicht so eine gute therapeutische Betreuung gehabt, finde ich jetzt im Nachhinein. Das ist dann auch etwas, oder? Man geht in ein Loch hinein. Man hat zwar Ressourcen im Sinne von einem Freundeskreis, der auch helfen kann, der auch sagt, hey, das ist schon mal ein Wahnsinn, oder? Dass überhaupt das auf dem Schirm ist. Okay, da gibt es professionelle Hilfe, man kann ja mal anfangen suchen, wer könnte passen. Dann bin ich aber in Therapieformen gekommen, die schon gut sind, aber zu dem Zeitpunkt nicht die richtigen sind. Und dann ist das bei mir, hat sich das immer mehr manifestiert. Mein Hirn hat dann immer mehr, ich habe dann zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin schnell gelaufen, dann ist mein Herz schneller geschlagen, dann habe ich plötzlich wieder so einen Überfokus auf mein Innenleben bekommen und dann habe ich wieder Angst bekommen, jetzt komme ich in die Panikattacke und dann ist vielleicht eine gekommen oder nicht gekommen. Und das hat sich über mehrere Jahre, also 2, 3, 4 Jahre hat sich das hingezogen. Ich habe das Gefühl, wenn man die Angst vor dieser Angst hat, was ich absolut nicht kenne als Gefühl, aber wenn du es so beschreibst, dass man dann quasi wie erstarrt oder, Ja, oder dass genau. man wie gar nichts mehr macht, weil du wie das Gefühl hast, alles könnte irgendetwas auslösen. Genau. Ist das auch mit der Musik, hat das den Zusammenhang gegeben, dass du keine Musik mehr ertragen hast in deinem Leben? Ja, ich glaube schon. Also eben, jetzt würde ich noch etwas anderes erzählen, weil das ist eigentlich die Vorgeschichte. Also ich bin in meiner Kindheit schwer traumatisiert worden. Das habe ich aber nicht so genau gewusst. Also es geht um sexualisierte Gewalt außerhalb der Familie. Über Jahre. Nicht natürlich täglich, das ist nicht in der Familie passiert, aber immer wieder. Und da habe ich vage Erinnerungen dazu gehabt. Weil in so Momenten, und das ist etwas Tolles, eigentlich Psyche und Körper sich komplett trennen. Also es ist komplett fragmentiert, damit man das überhaupt damit man das überlebt. Das ist wirklich ein Überlebensschutz. Und mit dem Erlebnis von meinem Freund, der stirbt, ist da, das weiss ich jetzt 10 Jahre später, ist da die Box aufgebrochen. Und in diesen darum habe ich natürlich aus dem Trauma mit dem Freund, den ich verliere, habe ich ganz lange nicht verstanden. Und das ist so ein Teufelskreis und das ist jetzt psychologisch auch ganz kompliziert. Also wenn da jemand zulässt, der sich dort auskennt, ich weiß auch nicht. Also ich habe gute Hilfe gefunden, aber dann hat sich quasi, muss ich mir vorstellen, es entstehen dann wie eigene in dieser Therapie, die ich mache, States, also wie eigene Zustände. Und ich finde das auch künstlerisch super spannend. Also im Theater schafft man auch häufig so. Man versucht ja dann in eine Figur hineinzugehen. Und so Figuren hat man dann bei so schweren Traumas hat man mehrere so Figuren. Und das sind Mechanismen, die entstehen zum Helfen, grundsätzlich. Aber an einem gewissen Punkt vom Leben helfen sie nicht. Und wenn ich die nicht bewusst habe, dann weiss ich natürlich nicht, was ist jetzt das damalige Trauma, was ist das jetzige Trauma, und es vermischt sich alles und es ist einfach ein riesen Durcheinander. Aber das heisst, es ist etwas aufgebrochen, dir ganz etwas Neues erzählt hat über dich selber, über dein Leben. Ja, und nämlich, es hat erzählt, dass ich mal in meinem Leben unfassbare Angst hatte. Und das ist natürlich etwas, weil ich das so stark verdrängt habe, ich bin wirklich, ich hätte jetzt keine, also wenn ich mich jetzt rückwirkend in diesen Jahren, also das ist in den Jahren 7 bis 10 passiert, die Jahre von 10 bis, wo es mir dann anfangs schlecht gegangen ist, 35, die 25 Jahre, da habe ich, die Angst ist etwas mir komplett Fremdes. Also ich war furchtlos gewesen, weil mich die Leute beschreiben, wie ich ins Leben gehe, wie ich rausgehe. Und es war etwas, was ich nicht gewusst habe. Und das ist aufgebrochen. Und darum ist das auch nach wie vor ist das ein Thema im Leben. Also das ist schwierig, dort eine Akzeptanz zu finden. Also ich kenne dann auch Leute kennengelernt, die andere Probleme haben und dann auch über radikale Akzeptanz reden. Oder? Also sich einfach, egal wie es sich anfühlt, egal wie es ist, ich akzeptiere das jetzt so. Weil du kannst es nicht wegmachen. Aber willst es halt vielleicht wegmachen. Und das ist ein langer Prozess und ein langes Verstehen, ein kognitives Lernen. Und ich glaube, Musik ist nicht mehr gegangen, weil ich mache Musik, seit ich 5 bin. Und Musik ist für mich immer so ein Schutzraum gewesen, wie ich es schon gesagt habe. So ein Raum für mich. Aber der ist auch entstanden und stärker gewachsen aus Gründen, die ich gar nicht mehr so bewusst hatte. Und mit dem Verlust von meinem Freund
ist das alles nochmal, es ist viel zu schmerzhaft geworden. Und die Emotionen es ist einfach alles durcheinander gerutscht. Ich merke es auch, wenn ich jetzt darüber rede. So, es rutscht alles in mir drin auch wieder durcheinander. Also es ist wirklich auch etwas, also vielleicht ist das auch noch interessant überhaupt zu wissen, mit traumatisierten Leuten, die verlieren wie Zeitachse. Also die verlieren wie, man bewegt sich dann eigentlich, man wird älter, oder? Jeder normale Mensch, oder normal, ich weiß auch nicht, also viele Leute erleben ja Sachen, aber normal gibt es in dem Sinne nicht. Aber am Trauma sehr charakteristisch ist, dass man eigentlich gefangen bleibt in dem, oder Teil von dir bleibt dort drin. Und halt auch die Überlebensanteile bleiben dort drin, also auch die weiter machen wollen. Und das ist ja gut als Mechanismus, aber es gibt auch ein totales Durcheinander. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Leben ist mehr, in der Zeitachse mehr Kugeln. Also ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie in der Mitte und ich gehe eigentlich überall an und das ist eigentlich total ungesund. Also das ist nicht eine Entwicklung, wie ein Mensch eigentlich sich sollte entwickeln. Und ja, genau, in dem Sinne rutsche ich halt, man sagt einmal switchen, ich rutsche halt ständig in so verschiedene Räume rein. Ich möchte zurückkommen zu der Musik. Weißt, Musik, wir haben ein Vorgespräch miteinander geführt und ich bin in einem Kaffee gesessen und habe gesagt, hey Stefan, hörst du mich genug gut, weil hinten dran tönt mega laute Musik noch von dem Kaffee raus. Und du hast gesagt, hey, ja, das geht, aber das wäre jahrelang undenkbar gewesen für dich. Und gleich, unsere Welt ist ja so voller Töne und voller Musik. Also, ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, weil du so viele Jahre, wie ist das gegangen, dass du dich immer entziehen? Also, ja, wie ist das gegangen? Also ein Teil ist einfach auch aushalten. Ist schon so, oder? Also du beschreibst es ja genau so, wie es ist. Und ein Teil ist halt Rückzug. Also es ist eine Mischung. Und ein Teil ist aber auch, ich muss auch, oder? Also ich habe auch, es ist ja dann auch ein Kind gekommen, meine Tochter, die ich über alles liebe. Und ich habe ja auch Verantwortung übernehmen. Und habe müssen auch meine Jobs machen, wo irgendwie damit das Überleben überhaupt geht, jetzt auch finanziell gesehen. Und ich habe natürlich, also die traurigsten Momente sind sicher die, wo ich dann zum Beispiel meine Tochter pfeift, das Lied oder singt, summt etwas und ich muss den Raum verlassen. Das ist ja etwas, wo ich habe mir das Leben so anders vorgestellt, so anders als Kind haben. Ich wollte so anders in einer Beziehung sein. Aber es ist nicht gegangen. Also das ist auch dann wieder, dort muss die radikale Akzeptanz irgendwo kommen, oder? Und genau, da geht es natürlich auch in viele Themen rein, wie Schuld, man gibt sich dann auch Schuld, oder? Also, aber das ist eine schwierige Zeit gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Das war im April 2016, wo du Vater geworden bist von einer Tochter. Und ja, das Gleichzeitige, oder? Vom Aufblühen von einem Leben und trotzdem vom erloschenen oder vom erstarrten Leben ist einfach so gleichzeitig. Ja. Ich habe es natürlich auch genau so lange geframed, oder? Ich habe es eigentlich immer in mir auch als Erzählung so haben, oder? Es ist ein Leben gegangen, das ist traurig. Das ist bis zu einem gewissen Grad unverständlich, weil der Freund jung verstorben ist. Aber es ist auch ein neues Leben entstanden. In einem ähnlichen Moment. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, das nur so zu erzählen in mir drin, weil halt ich einfach nicht gewusst habe, was mir passiert ist früher. Wenn die schwere Depression, wo du drin gesteckt bist, hat es dort einen Lichtpunkt gegeben, hat es Freudemoment gegeben, wo du das Baby gehabt hast oder wo du einfach, weiss auch nicht, deinen Alltag gelebt hast als Vater? Also man sieht mich eigentlich, ich schaue dann Bilder an, oder? Ich weiss wirklich wenig über viele Jahre. Ich schaue aber Bilder an und ich sehe mich dort auch strahlen. Ich sehe mich dort auch lachen. Ich sehe mich dort ganz zärtlich. Aber ich weiss natürlich auch, wie mein Innenleben war. Und das ist schon einfach das ist in dieser Gefangenschaft von diesen enormen Gefühlen. Und ich glaube auch, aber etwas wahnsinnig Tolles am menschlichen Hirnsystem, emotionalen Konstrukt ist auch, dass wenn dann mal alles vorbei ist, wird auch der Blick wieder anders auf die Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, das irgendwann anfangen einsetzen. Also, das ist eigentlich unfassbar. Und ich glaube, das geht vielen so, die etwas Schlimmes erleben und durch eine dunkle Zeit im Leben gehen. Wenn du dann
ich nenne es jetzt mal Tunnel, wie es halt häufig dann vielleicht auch, ja, ist ein gutes Bild, oder? Wenn man dann dort rauskommt und eine Distanz gewinnt und wieder zurückschaut, wird es wieder irgendwie einfacher. Was hätte denn Aufgeben für dich bedeutet? Hast du das überlegt? Ja, ich bin natürlich suizidal gewesen. Immer wieder. Das ist schon das Aufgeben. Also, ja, das ist wie ein Magnet dann, in dem Moment. Obwohl man es nicht will. Also ich kann es nicht wollen. Da gibt es wahrscheinlich dann irgendwo, könnte man jetzt schauen, da gibt es Ressourcen, die das irgendwie verhindert haben. So. Und sicher eine war, ich bin eben, das ist lustig, dass du das jetzt so auch fragst, in dieser Dichte, oder? Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich so jemand, der dann das auch durchzieht. Also ich habe dann die Konzerte auch noch gespielt, 70, 80 Shows. Und auch mit dem Trio, auch, wo ich viel gespielt habe, mit Rusconi, mit dem Fabian Gisler und dem Claudio Strüvi, haben wir 50, 60 Shows noch gespielt, in diesem Zustand. Und mit dieser Produktion, wo der Paul gestorben ist, habe ich noch 80 Shows gespielt, weltweit, über 2 Jahre. Und das Durchziehen, oder? Das ist schon etwas, wo dann auch wieder eine Stärke ist, auf eine Art. Oder? Das ist auch wieder etwas, das Weitermachen. Was ist das? Resilienz wird immer so wieder genannt. Ja. Ich meine, und das ist ja auch etwas, was ich bei dem Album Solace, das ist auch eine Erzählung von mir. Ich glaube, das ist natürlich für mich nicht jetzt ein Attribut, das ich jetzt wahnsinnig toll finde, dass ich jetzt ich weiss auch nicht, das Kämpferische und das Weitermachen, ich meine, es ist ja auch irgendwo durch völlig gaga. Also ich kämpfe dann die ganze Zeit gegen mich, eine Art, gegen mein System. Also das ist auch etwas Konfliktreiches. Mhm. So. Aber man findet immer mehr, glaube ich, wenn man sich anfängt damit beschäftigen, so Ort und Moment und Begegnungen, und bei mir war es nicht die Natur und das Arbeiten mit der Natur, sind auch ganz enge Freundschaften gewesen, wo wieder so Ressourcenanteil oder überhaupt das Gefühl von Stärke einem zurückgehen. Weil wenn man in einer schweren Depression ist eigentlich alles kompliziert und alles erschöpft. Auch wenn man würde sagen, mach mal eine Pause, das ist das Schlimmste. Pause machen ist eigentlich das Schlimmste. Oder schlaf mal, geht ja dann eh nicht in dieser Phase. Oder mach mal Ferien, mach mal Pause. Geht sowieso nicht, weil dann wird man ja noch viel mehr mit allem konfrontiert. Also all die Sachen, die man eigentlich kennt, oder isst man, kann man fein essen. Und einfach all diese schönen Zeug, oder, im Leben, Freundschaften und so weiter, sind ja dann all belastet. Und wenn das wieder anfängt zu drehen und man dort drin findet, was es darf sein, dann verändert sich etwas sehr fundamental. Nur noch eine Frage zu dieser Zeit. Wo war dein Klavier? Wie hast du das behandelt? Oder wie bist du mit dem umgegangen, wenn du nie mehr angesessen bist? Hast du es manchmal angeschaut? Ja, genau. Es war natürlich total konfliktreich. Ich habe das angeschaut, ich habe das spielen. Ich habe halt nicht verstanden, wer da mein Leben zerstört. Es war wirklich so, irgendwie sehr moralisch. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin kein böser Mensch. Was passiert mit mir? Und das ist natürlich im Nachhinein gesehen eine totale Opferhaltung, die ich natürlich aus dieser Kindheit kenne. Mhm. Aber das hat mich so überflutet, so überwältigt, dass ich das nicht trennen konnte von meinem Jetzt-Zustand, vom 36-Jährigen, 37-Jährigen Mann, 38-Jährigen Mann. Es ist einfach immer weitergegangen. Und das ist... Du hast nicht aufgegeben. Ich habe nicht aufgegeben. Du hast mega viel ausprobiert. Du hast getüftelt, wenn ich es so darf sagen. Ich kenne dich nicht. Ich habe es aber von weitem, wie ich deine Musik beobachtet habe, wie ich das, wo du mir das auch erzählt hast, was du so probiert hast für Strategien, habe ich so gedacht, so genial, verrückte Ideen, wie du wahrscheinlich für die Musik gehabt hast. Das hat mich irgendwie auch die Ideen für die Musik, für die Zeit ohne Musik gedunkt. Also du hast einerseits Experiment mit Pilz gemacht, du hast Sachen verrotten lassen mit Pilzsporen und andererseits das Bogenschiessen.
extended, ausgespannt in deinem Leben. Zuerst mal zu den Pilzen. Also das ist eine super spannende Idee. Du hast, glaube ich, wahrscheinlich auch teure Konzertflügel, ich weiß gar nicht, ob es billige gibt, Konzertflügel mit so Pilzsporen geimpft, du mich kontrollieren. Ja, genau, es ist Klavier. Ja. Okay. Aber auch schon richtige Instrumente. Ja. Die haben sich angefangen zu zersetzen dann? Über Monate. Und das hat Geräusche gemacht, wo du die Mikrobewegungen dann aufgefangen hast. Da kann man quasi in Musik übersetzen, oder? Wenn man das aufnimmt nachher. Ja, genau. Ich hatte so ein System gehabt, wo können, also ich hatte die eingesteckt in das Holz. Also die Bedingung ist, dass organisches Material rum ist und die Sporen von diesen Pilzen, die wachsen in das Holz hinein. Die sind sich dort richtig am breit machen. Und das braucht Zeit. Und dann habe ich die Sporen angefangen mit so Patches in ein Gerät hineinnehmen, von Plantwave. Das ist so ein technisches Tool. Und die können eine Art wie der Wasserfluss in dieser Pflanze oder in diesem Pilz oder in diesem ganzen Pilznetzwerk können die messen. Und die wandert das um in Daten. Und das habe ich dann in den Computer genommen, in ein Programm, das das umgewandelt hat in MIDI. Und MIDI ist in der Musik etwas, wo einfach sagt, wie schnell und mit Instrument, wie hoch der Ton soll sein, wie lang er soll sein. Das sind sowieso mathematische Informationen. Und die habe ich dann zuordnen zu zum Beispiel Licht, was total cool war. Also die Pilze haben dann eigentlich selber angefangen, Licht zu steuern. Also so hell, dunkel, 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 hell, hell. Also so wirklich so Disco-mässig. Und halt Töne. Ja. Und dann habe ich eben mit einem Tüftler zusammen nochmal eine andere Übersetzung gefunden, wo Klavierhammer, also wieder Bewegung ausgelöst wird durch die MIDI-Daten. Und dann haben eigentlich die Pilze mit diesen Klavierhammer das Klavier gespielt, wo sie selber drin leben. Das war die Installation. Du hast Klavier spielen lassen. Genau, und das ist natürlich, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, trickreich, weil ich einfach nicht aufgeben Musik machen. Und ich kann aber selber nicht mehr das Klavier spielen. Das heisst, ich musste einen Weg finden. Ich habe einfach nicht den Beruf aufgeben. Ich habe einfach gefunden, hey, also ehrlich gesagt, ein bisschen aus Not. Ich habe gedacht, was kann ich denn sonst noch? Aber auch das kann ich aber. Und ich wollte jetzt das nicht loslassen. Ja. Das hat ja aber auch eine grosse Symbolik. Aber vielleicht werde ich jetzt ganz fest irgendwie in die Metaphern hineingeschickt. Weißt du, das kaputt machen, das zerstören. Also die werden ja zersetzt, oder? Die Holzanteile durch die Pilze. Es gibt im Hinduismus eine Göttin Kali. Zum das Gute erschaffen musst du zuerst alles zerstören. Es gefällt mir sehr. Was glaubst du, was erschafft das Gute? Oder ist das irgendwie wie auch eben ein Weg zurück ins Leben für dich? Auch wenn es ist eigentlich auch sehr aufgeladen in der Symbolik. Ja, also was ich finde, das Gute, was es geschafft hat, ist, dass ich immer ehrlicher werde und mir immer näher komme. Und immer mehr zu mir stehen, wer ich bin. Weil das habe ich natürlich ein Leben lang nicht gemacht. Also musst du dir vorstellen, du lebst ein Leben abgespalten von einem grossen Teil von deinem emotionalen Wesen. Das ist nur ein halbes oder ein Drittel oder ein Fünfzehntel Leben. Und das ist für mich das Gute. Und jetzt auch mit dieser Musik, die jetzt draussen ist. Ich glaube, vor 10 Jahren, 15 Jahren hätte ich nicht wollen. Ich hätte es auch nicht können, aber ich hätte auch nicht wollen, Solo-Platten machen. In dieser Art, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich wäre dort noch zu fest in Vorstellungen und Bildern gewesen, wie ich mich will sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir kommen nachher auch noch auf die Bandzeit, oder, wo du stundenlang irgendwo in China Autogramm gibst. Auf das möchte ich noch zurückkommen. Ich möchte aber noch mal zurück zu den Arten und Weisen, wie du probiert hast, dein Leben zu gestalten. Das Bogenschiessen war etwas anderes, was du sehr intensiv gemacht hast. Wie nennt man das? Intuitives Bogenschiessen. Ja. Was ist das? Das schiesst man mit Langbögen, also Holzbögen, ohne jetzt Übersetzungen. Also, da gibt es ja auch Sportbogenschiessen, das ist dann so Carbonbögen und da wird sehr viel mehr Gewicht auf die Zähne gegeben. Und das ist alles dort nicht. Das ist wirklich ein sehr archaisches Erlebnis.
Und im intuitiven Bogenschiessen, was angelehnt ist am Zen-Buddhismus in Japan, so wie ich das jetzt gelernt habe in der Bogenakademie in Berlin, und dort bin ich ja dann auch Coach geworden, ist das etwas, wo eigentlich, wir nehmen den Bogen als Tool, wo eigentlich uns Muster aufzeigt. Weil je nach Aufgabe, die du dir gibst, wird der Bogen entsprechend funktionieren. Also ich komme nicht raus. Ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt. Was heisst das? Wenn ich mega ziehe, dann boom, bang. Also es gibt zum Beispiel Haltungsfragen. Oder? Das kann zum Beispiel sein, dass du deine Schulter dann immer oben hast, weil zum Beispiel deine Aufgabe ist, in ein Rechteck hineinschiessen. Und es kann zum Beispiel sein, ein Ziel kann zum Beispiel etwas sein, wo eine Gruppe von Menschen völlig anzieht. Yeah, wir haben ein Ziel. Ich renne darauf zu. Und eine andere Gruppe von Menschen schreckt es total ab. Die weicht zurück. Und das sind alles so, jetzt ist ein kleines Beispiel, da gibt es Dutzende. Und in all diesen Sachen zeigt es dir halt, wer du bist. Und das ist mal in erster Linie einfach eine ehrliche Feedback. Genau, ein ehrliches Feedback. Und dann, wenn du Lust hast, kannst du natürlich anfangen, dort drin auch zu arbeiten. Und es dreht sich halt sehr in dein Leben hinein. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich eigentlich einfach auch die ganze Zeit wieder in so einer Selbstreflexion war. Und das Schiessen an sich, und das ist ja auch im Zen-Buddhismus so, das Schiessen an sich ist ja nicht, das Treffen an sich ist ja nicht das Ziel. Also das Ziel ist eigentlich etwas, was zu dir kommt. Und das ist auch ein Prozess. Das ist etwas, was dauert. Das Ziel ist etwas, das zu dir kommt. Ja. Da muss ich länger darüber nachstudieren. Ja, ich auch wieder. Ich möchte den Bogen gerne spannen zurück zum Anfang. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ich über deine Kindheit in Zürich mit dir reden. Du bist aufgewachsen bzw. geboren am 14. Februar 1979 in Zürich. Aufgewachsen in einem lauschigen Quartier, in einem privilegierten Umfeld. Dein Papi Staatsanwalt, das Mami Theaterpädagogin, dein Bruder an deiner Seite. Ganz viele Freunde. Du hast vorher mal gesagt, ich war der, wo irgendwie alles gelaufen ist. Der Beliebte. Und gleichzeitig erzählst du mir eben, dass du wahnsinnig traumatische Erlebnisse hast in deiner Kindheit. Also da scheint irgendwie wie etwas gleichzeitig gelaufen zu sein. Ja. Was möchtest du teilen? Oder was für ein Bild hast du, wenn du zurückdenkst, wie du aufgewachsen bist? Was kannst du mir darüber erzählen? Also ich hatte ein sehr liebevolles Umfeld. Genau, meine Mutter war früher Schauspielerin und dann auch Theaterpädagogin und eben Musikpädagogin. Mit der Geburt von mir quasi ein Entscheid von ihr. Sie will Raum haben fürs Kind. Hat sie es damals so empfunden, dass das mit der Theaterkarriere so nicht mehr vereinbar wäre in diesem Ausmaß. Auch mein Vater, der hat einen steady Job gehabt und mit diesen zwei zusammen haben wir uns ein gutes Leben führen, oder? In einem kleinen Häuschen in Oberstrasse. Natur war rum. Wir sind viele Berge in die Ferien. Dann ist mein Bruder gekommen. Den habe ich, glaube ich, jahrelang in Wahnsinn getrieben. Aber dann irgendwann ist der Samichlaus gekommen und hat gesagt, wenn du das weitermachst, kommst du kein Geschenk mehr über. Ja, das war her damals. Aber ich habe dann irgendwie eingesehen, dass das eigentlich stimmt. Es ist einfach, also jetzt ich lebe jetzt ja in Berlin, habe meine Tochter, also wenn ich an die Zeit zurückdenke, da ist mit die Strasse rausgerannt, hat mit seinen Freunden, entweder ist man irgendwo in einer Ecke gesessen von irgendeinem Garten und hat irgendwie geheime Geschichten erzählt oder irgendwie Spiele erfunden oder gemacht. Das war auch sehr wenig rum, oder? Also da kannst du dich vielleicht auch erinnern. Ich meine, die ganzen Medien, alles das ist ja, ich habe das Gefühl, man hat sehr viel Zeit gehabt. Ja, es war sehr analog. Ja. Man hat irgendwie, dann ist einer plötzlich hat das Skateboard entdeckt, dann hat man das auch mal ausprobiert. Ich habe viel Musik gemacht. Man hat ein sehr freies Leben gehabt. Also es war schon sehr anders gewesen, als ich jetzt das zum Beispiel für meine Tochter erlebe in Berlin, wo einfach eine Hauptstrasse um die Ecke ist und Tausende von Leuten. Und genau, hat auch gut so. Ist sehr lebendig. Aber ich kann mich an
Dutzende von Nachmittagen erinnern, wo es einfach heiß ist im Sommer und man hat kein Telefon gehabt, nicht können abmachen, aber man hat einfach gewusst, am Abend geht man wieder raus, nachdem man gegessen hat und dann trudelt von dort hin jemand rein und von dort kommt eine Nachbarin, Freundin, Kind, oder? Also das Kind und dann ist man wieder irgendwie am Fangis spielen oder am Ping-Pong spielen in der Mörli-Anlage oder man ist irgendwie Unihockey haben wir dann lang gespielt. Alles immer in der Straße, alles draussen, alles so ja, damals ist das Quartier auch sicher eher so ein 68er SP-Quartier gewesen. Das hat sich sehr, sehr verändert. Also da ist viel Vermögen jetzt also wenn ich jetzt durch die Straße laufe, machst du das manchmal? Mache ich manchmal, ja. Weil es mich einfach auch interessiert, wie entwickelt sich Städte. Und ich habe ein sehr liberales Umfeld gehabt, was viele von uns in dieser Zeit hatten, jetzt so in Zürich. Und man hat mir eigentlich sehr viel Ja gesagt. Man hat mir sehr viel zugetraut, Vertrauen geschenkt. Handherum hat dann das auch nicht dürfen wahnsinnig ausgenutzt werden. So. Also es war wie so ein Deal gewesen. Und das war wunderschön gewesen. Aber ich finde auch, dass die 68er ziemlich viel verkackt haben. Weil ich finde, die haben noch nicht bewusst gehabt, dass eigentlich Kinder sehr viel auch aufnehmen, was in der Erwachsenenebene passiert. Und eigentlich, ich finde, und das sagen mir sehr viele Freunde um mich herum, es ist eigentlich wenig kommuniziert worden von der Erwachsenenebene zu der Kindebene. Also es ist wenig erklärt worden. Es hat dann Trennungen gegeben, da hat man dann nicht darüber geredet. Es sind Eltern gestorben an Krebs. Man hat eigentlich nicht darüber geredet. Es hat fast über alle, meine Eltern haben auch dann in der Beziehung Modalitäten für sich gefunden, die gestimmt haben. Aber man hat nicht mit uns darüber geredet. Und das nimmst du alles auf. Also heute weiss man das. Aber es ist irgendwie... Also nochmal 2 Generationen voran ist es natürlich auf eine andere Art sehr rigid und sehr krass gewesen. Also so in einem Patriarchatsstil, das ist ja immer noch aber jetzt, so bin ich nicht aufgewachsen. Ich hatte eine feministische Mutter gehabt. Also mein Vater hat das mitgetragen, dass das so ist. Also das ist nicht das Problem gewesen, aber ganz eine andere Kommunikation. Absolut. Und ich finde eben dort drin, und da mache ich auch dieser Generation einen Vorwurf, und ich hoffe, meine Tochter macht dann meiner Generation einen Vorwurf. Ihr habt viel mit uns über Gefühle geredet. Genau, das wird ganz sicher so sein. Ja. Ich finde, das haben sie vercheckt. Also das ist etwas, was nicht gut gelaufen ist. Es hat viele Sachen gegeben, wo man einfach nicht darüber geredet hat. Vielleicht ist das auch etwas Schweiz, Deutsch, Schweiz, keine Ahnung. Spezifisch, das weiss ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das nicht so das Problem. Man ist sehr direkt, man redet über Zeug. Ja. Was du zu einem anderen Punkt, den du mitbekommen hast, zurückzukommen, sicher auch mitbekommen hast, glaube du, deine Eltern, ist Musik, oder? Das sind, glaube ich, immer irgendwo ein bisschen Jazzplatten am Knistern gewesen. Ja, genau. Also mega, mega cool. Also eben all das, was jetzt Förderung beinhaltet, ist fantastisch gewesen. Also ich habe jetzt in der Musik allein, mein Vater hat Big Band Sachen gehört, hat Saxophon gespielt. Meine Mutter ist richtig forschen. Sie hat gemerkt, Jazz interessiert mich, hat mir Platten geschoben, hat mir Zeug die aufmerksame Erziehung, oder? Also wirklich bei mir, beim Kind, auch bei meinen Brüdern. Wenn man gemerkt hat, dort ist ein Interesse hat man Zeug angelegt. Und schaut dann, was macht das Kind damit. Das ist total cool. Und auch viel Handwerk, viel Basteln, viel ausprobieren, viel auch mit meinem Vater dann umbauen, Sauna umbauen, Wände bauen. Viel so Sachen, wo man jetzt heute natürlich sagt, das ist genial. Oder? Du machst immer wieder Erfolgserlebnisse in Selbsterfahrungssachen und baust natürlich ein wahnsinniges Selbstbewusstsein auf. Du hast Studentenzeit an der Jazzschule in Zürich verbracht. Im Radiostudio, erste Alben aufgenommen. Ja, ich glaube, Peter Bürle. Brunnenhof. Ja. Ja, wow. Ja. Hat es jemals einen anderen Plan als Musik gegeben bei dir? Ja, ich wollte Geschichte studieren. Und dann habe ich das kleine Latin nicht gemacht. Ich war im Gimmick in Emibühl und habe dort Latin abgewählt. Und es war wirklich ein Fehler, weil es dort ein Angebot gegeben hat, das kleine Latin noch nebenbei machen. Eine hat das gemacht in der Klasse.
Hätte ich auch sollen. Weil nachher hat es geheißen, Geschichte studieren, das ist jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so, kannst nur mit dem Latein. Und das hat es mir wirklich... Jetzt habe ich irgendwie, also mein Vater hat eine Latinschädigung. Er hat irgendwie 7-mal, glaube ich, die Prüfung müssen machen, wo er noch damals Jurist werden wollte. Ich habe es gemacht und ich frage mich, wieso. Das kleine Latinum? Ja. Du hast damals mit deinen Freunden, dann, der Fabian Gisler und der Claudio Strüby, eben die Band Rusconi gegründet. Erste Platte, nachher ist es wirklich raus in die Welt gegangen. Ihr habt den Jazz, sagt man, in eine neue Richtung gedreht, Fun-Jazz gemacht, gemischt mit diversen Einflüssen, wie zum Beispiel Indie-Rock. Ich habe das Sonic Youth Hommage-Album sehr gerne gehört. Sony haben einen grossen Plattenvertrag bekommen. Haben euch dann aber doch lieber selbstständig gemacht. Der Erfolg ist immer geblieben. Ihr seid gefeiert worden wie Rockstars. In China zum Beispiel eben 3 Stunden Autogramm gegeben. Was, wenn du zurückschaust auf die Jahre von dieser, ich sage es jetzt so, unbeschwerten Kunst, ist es da so gewesen? Was hast du für Gefühle zu dieser Zeit? Ja, also schon. Es ist mega, also eben, das stimmt alles, was du sagst. Finanziell stimmt das nicht. Also Erfolg gemessen in Finanziellem ist es nicht gewesen. Aber Erfolg gemessen in Möglichkeiten und Zeug machen und wirklich auch dankbar sein, dass Sachen, zum Beispiel das Reisen, ich habe es wahnsinnig toll gefunden. Also auch die Touren in Asien, wir sind viele Mal in Japan gewesen, in Korea, Malaysia, China, viele Touren gemacht. Einfach die Begegnungen dort und auch die Abendessen. Die Leute haben dann immer einmal natürlich an die tollen Orte nehmen, um zu zeigen, wie schön es da ist und was. Auch kulturell, in Indonesien haben wir wahnsinnige Konzerte gespielt, unfassbar. Und die Leute haben euch ja schon gefeiert und geliebt auch. Ich kann mich an Konzerte in China erinnern, wo die Leute wirklich, also wir haben auch so einen Song gehabt, oder auch in Korea an einem grossen Festival. Da sind dann 8000 Leute einfach aufgestanden und haben angefangen. Und das ist natürlich für Jazzkonzerte ist das außergewöhnlich gewesen damals. Hat es schon gegeben. Und haben angefangen zu tanzen und mitklatschen und irgendwie sich spüren und wir haben das sehr genossen. Es war aber auch sehr erschöpfend gewesen. Also da war auch so ein Trieb in mir drin, ein Treiber, und den haben der Claudio und der Fabi von mir kennt, aber sie haben das auch irgendwo gehabt, wo auch immer ein bisschen das Limit ist. Hast du nicht, also immer im Aussen sein. Ja. Zug die Energie. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Du, während du auf der ganzen Welt unterwegs warst, hast du gleichzeitig also den Begriff «Dihei» ausgeweitet. Du bist irgendwann in Zürich und in Berlin «Dihei» gsi. Hast in Berlin auch viel Theater- und Filmmusik gemacht. Bist eben irgendwann Vater geworden. Ich will dort noch mal nachhaken. Du hast das vorher schnell beschrieben. Mich nimmt es noch Wunder. Was hast du für ein Vater sein? Was hast du für eine Vorstellung gehabt vom Vatersein? Genau, ich habe mir vorgestellt, meine damalige Partnerin und ich, wir kommen das Kind über und dann wird es mega lässig. Dann haben wir zwar unser Leben, wo wir in den Berufen sehr stark ausleben. Das ist auch bei ihr so. Sie hat sehr eine grosse Leidenschaft für ihren Beruf. Das ist wunderschön. Und ich habe das in meinem Beruf und wir kommen wieder zusammen und wir sind gemeinsam mit jetzt jemand Drittem, wo auch mitgenommen wird in das Leben, wo aber auch unser Leben, wo wir auch mitgenommen werden von dem Persönlichen, das gekommen ist, wo wir gemeinsam ein Leben aufbauen und gestalten. Und das ist alles mega anders gekommen. Also erstens mal bin ich schwerst depressiv gewesen, jahrelang. Also für meine damalige Frau, Partnerin, muss das furchtbar gewesen sein. Also ist mir absolut bewusst. Ja, also das ist so zerkehrt. Das ist richtig so. Also das ist auch etwas, was ich immer noch genage. Also, aber ich habe mich halt auch nicht so gekannt, oder? Ich habe ganz viel, glaube ich, in Projektionen gelebt. Wie hast du den Zugang zu deiner Tochter gefunden? Nein, vor allem jetzt finde ich ihn ganz stark über die Musik. Schön. Ja, sie hat totale Leidenschaft in der Musik. Und es ist manchmal, also ich denke manchmal, sie spielt Klavier, ist auch ein Klavierunterricht, das kannst du als Vater selten weitergeben. So im in einer Unterrichtsstruktur
völlig nicht funktioniert. Dann ist sie extern in Unterricht, davon Klavier spielen, gehört mich natürlich mittlerweile auch wieder viel spielen. Und manchmal sitzt sie dort und das sagt auch also wir haben so eine gemeinsame Wohnung, das Nestmodell. Wir treffen uns dort in der Übergabe und dann haben wir natürlich gemeinsame Stunden und so. Und dann sagt auch meine Ex-Frau, sie tönt wie du. Und ich denke dann auch, wie ist das möglich? Also so, das ist auch irgendwie, das berührt auch total. Und gleichzeitig hat sie dann ihre anderen Welten in der Musik auch. Also das ist sicher etwas, was mir sehr starke Verbindung hat. Sie hat dich eigentlich jahrelang nicht gehört spielen, oder? Ich glaube, das hat dir auch sehr weh gemacht, dass du wie, oder? Eine Tochter hast, die dich nicht als Pianist kennt oder gesehen hat. Das ist auch ein Teil von dem Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Töchterli sieht einmal den Papa auf der Bühne, das Töchterli erlebt den Papa am Spielen. Es sitzt bei mir auf dem Schoß und ich spiele da meine Sachen, Tunes, schöne Lieder für sie, Lieder für mich, Lieder für andere. Einfach alles anders gekommen. Ja. Aber radikale Akzeptanz. Hat dich irgendwann zum ersten Mal gesehen. Wie war das, wo du wieder angefangen hast, Klavier spielen und deine Tochter hat dich zum ersten Mal gesehen? Ja, vielleicht gerade der Gump. Sie ist jetzt vor ein paar Wochen, etwa 2 Monate, ist sie mit mir also ich mache jetzt Anführungszeichen, das sieht man nicht, auf Tour. Es war meine Woche und ich hatte ein Konzert in Genf gehabt. Und der das veranstaltet hat, gesagt, das ist doch schön, bring deine Tochter mit. Ich habe gesagt, ich muss etwas organisieren. Und dann habe ich gefunden, hey, es ist früher angesetzt, Solokonzert. Jetzt mache ich das mit ihr. Und das ist schon für mich einfach irgendwie toll. Dass sie hat dann am Schluss vom Konzert gesagt, ich habe sie dann am Abend gefragt, als ich sie ins Bett gebracht habe, wie war das für dich gewesen? Sie hat gesagt, es war schön gewesen, aber das müssen wir jetzt nicht oft machen. Sie ist 10. Sie hat wahrscheinlich auch noch andere Sachen zu machen, als der Papa begleitet. Genau. Hey, weil eben, du hast den Weg zurückgefunden, nicht nur als Klavier, sondern vielleicht auch ein Stück weit zu dir. Du hast nach 7 Jahren ohne Klavier spielen, hast du über Umweg wieder als Klavier gefunden. Es ist gelaufen, über uns läuft ein bisschen Zeit davon, und darum raffe ich es ein bisschen zusammen. Der Köln 75 Film, ein Kinofilm über das legendäre Jazzkonzert von Keith Jarrett. Da bist du angefragt worden als Handmodeljob. Was ist das? Habe ich auch nicht gekannt bis dort. Ja genau, die haben mich auch mal zuerst für die Musik angefragt, habe ich aber nein gesagt. Weil für den Keith Jarrett, der noch lebt, legendäre Jazzmusiker. Mein grosser Pianist über Jahrzehnte, also mit 8 das erste Mal oder 10 im Opernhaus in Zürich gehört, für den, also quasi Musik schreiben im Stil von ihm. Also dann habe ich gefunden, nein, das ist eine völlig bescheuerte Aufgabe, das würde ich nie machen. Wieso soll ich für eine lebende Person so etwas machen? Auch in der Szene, was soll das? Also, und dann hat der Produzent, der in Berlin wohnt, mich angefragt, ob ich eine Wohnung vermieten könnte. Ein Regisseur, der hat dann die schnell anschauen, also unsere Heimwohnung. Sie sind beide auf dem Balkon, sehen meine Hände und sagen plötzlich, hey, die Hände, die sehen aus wie am Keith Jarrett seine Hände. Würdest du uns die geben? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich bin dort auch schon ein bisschen wieder am Zurückkommen ins Leben hinein. Oder auch wieder ins Machen. Ich habe wieder gesehen, es gibt auch eine Zukunft im Leben. Das ist auch ein ganz wichtiger Turning Point. Dass man plötzlich denkt, hey, ich plane mal etwas wieder in die Zukunft hinein. Und nicht nur so, was einfach so einem zugeht. Wie hat sich das angefangen? Aktiv. Aktiv. Sage jetzt, ich will das. So. Und sehr befreiend. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, mach ich. Schick mir die Musik. Und dann haben sie mir die Musik geschickt und dann habe ich sagen, das kann ich nicht machen, das ist nicht gut, das funktioniert nicht. Ich muss es nicht machen, also das habe ich nicht gesagt, aber ich will das so nicht machen, den Job. Und dann sind sie in die Not hineingekommen, weil der amerikanische Schauspieler, der Keith Jarrett, der jetzt im Film auch spielt, der hat schon seit einem halben Jahr die Musik geübt in New York, wo sie quasi in Auftrag gegeben haben. Und dann haben sie mich gefragt, ja, also mach jetzt doch du einfach. Und dann bin ich das erste Mal wieder ans Klavier. Und was war das? Ja, also beides. Es ist wirklich so, es ist natürlich, der Keith Jarrett hat sehr wie soll ich sagen, eine sehr physische Art zum Klavierspielen. Es ist sehr intensiv, sehr erschöpfend. Er hat selber auch unter Erschöpfungskrankheiten gelitten.
Es war befreiend gewesen. Es war auch geframed gewesen, oder? Ich hatte wie einen Auftrag gehabt. Ich habe ja gar nicht mehr Jobs angenommen in diesem Sinn. Es war befreiend gewesen. Es ist auch, ich habe mir dann irgendwann gesagt, weißt, Stefan, das machst du jetzt für deinen 7-, 8-, 9-Jährigen, der Keith Jarrett so geliebt hat. Den Job machst du jetzt für ihn. Und so habe ich auch, ich arbeite auch so, also das ist auch so in der Bogenschule ist das auch so eine Art von Arbeiten, dass man auch zum Beispiel seine Allies, also seine Verbündeten, für jeden Job oder für alles, was du machst, holst du deine Verbündeten. Da habe ich mir den Keith Jarrett geholt, der ist hinter mir gestanden, da habe ich mir 2, 3 andere Pianisten geholt, dann habe ich eigentlich die das machen lassen. Das Album, das du nachher produziert und gemacht hast, das Album «Solace», «Trost», das ist nachher entstanden. Und du hast es mal beschrieben, als wäre alles aus dir rausgebrochen. Und interessanterweise sind ja alle Songs auf dem Album auch nach Naturelementen und Teil an Naturgewalten so benamst. Kannst du mir etwas sagen über die Musik, die du gemacht hast, wo du zum ersten Mal aus dieser Stille rausgekommen bist? Für dich gemacht hast, wo du jetzt auf Tournee bist? Ja, ich glaube, was ich über mich anfange zu lernen, ist, dass ich gar nicht so viel muss machen. Das merke ich auch. Das ist vielleicht auch das Ziel, auf dich zukommen, dass du gar nicht so, du bist gar nicht so. Ich habe, glaube ich, schon eine Vorstellung vom Leben. Ich muss es machen, sonst wird es nicht gemacht, sonst passiert es nicht. In erster Linie fange ich oft so an, dass ich einfach mal die Hand hinlege. So ist das Album entstanden. Und dann fange ich mir vielleicht schon auch etwas an vorstellen wie Wasser, weil ich finde zum Beispiel Wasser ist etwas, was ganz wichtig ist in meinem Heilungsprozess, weil das hat so eine reinigende Komponente. Ich habe mich sehr, sehr viel einfach gewaschen, aber auch fein und so für mich. Und das Crystal Water, das Stück, das hat die Komponente, einen klaren, reinigenden Bach. So. Es hat immer so verschiedene Ebenen, finde ich, gerade in den Naturassoziationen, die ich habe. Und dann lege ich die Hand an und dann fange ich einfach an zu hören. Du hast auch gesagt, das Album «Solace», «Trost» ist eine Aufforderung an uns alle. Zu was? Ja, genau. Also, es ist halt, durch meine Geschichte habe ich das Album «Solace» als eine Aufforderung, sich auch der dunklen Seite im Leben zu stellen, aber eben auch sich immer wieder bewusst zu werden, was habe ich auch in meinem Leben überhaupt an Gutem. Also der Ressourcenfokus, also, und den pflegen. Also Freundschaft kann das für jemanden sein. Für jemand anderes ist das Kochen. Für jemanden ist das Fotoalben anschauen. Jemand anderes ist das im Wald spazieren gehen. Und interessanterweise höre ich genau diese Feedbacks von Leuten, wenn sie Musik hören. Sie schreiben mir, ich finde es wunderschön, am Morgen aufzustehen und die Musik hören, um meine Kinder das Frühstück vorzubereiten. Oder sie schreiben mir, ich spaziere auch gerne im Wald mit dieser Musik. Und das habe ich ja auch, ich habe für mich irgendwann entscheiden, jetzt lasse ich das los. Ich kann das auch nicht mehr so steuern. Das ist einfach, jetzt da werden viele Leute auch nicht von dieser Geschichte wissen. Und das ist gut, das ist okay. Und wenn ich dann so Feedbacks kriege, dann berührt mich das mega. Stefan Ruzzgoni, heute mit 45, zurück bei der Musik, zurück bei dir, vielleicht auch, mehr zurück bei dir. Wer bist du heute? Ich bin sicher verletzlicher. Ich bin jemand, der nicht mehr so mutig ist und sich immer wieder überwinden muss. Vorher war ich immer der Mutigste. Das wird meine Cousins, die haben gesagt, wenn du in der Ferien mit uns warst, dann bist du immer der gewesen, wo irgendwie, ja, du hast die crazy Sachen gemacht, das mache ich nicht mehr. Ich bin auch viel mehr jemand geworden, der zulässt. Vorher wollte ich eigentlich, dass die anderen zulassen. Ich bin aber auch wieder andere Komponenten empfinden. Ich bin wirklich zerbrochen und in dem Innen musste ich ganz sanft in mich zurückfinden. Aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch wieder entdecke und entdecken, dass es auch zum Beispiel, ich will anfangen zu boxen. Ich brauche auch so Komponenten wieder im Leben, wo Kraft bedeutet. Ich bin dem recht ausgewichen auch. Ja. Ich finde, es ist Zeit für deine Musik. Wir spielen jetzt dann gerade und ich möchte dir zuerst Danke sagen für das Gespräch. Vielen Dank dir. Fürs Zuhören
und fürs Reden. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Gedanken, Anregungen, Inputs könnt ihr gerne teilen. Fokus@srf.ch. Das ist der Stefan Rusconi im Fokus. Er ist on Tour, diesen Sommer zum Beispiel am 13. Juli am Festival der Jazz in St. Moritz. Und eben, du hast mir zwar eigentlich wie jeden anderen Gast Songs mitgebracht, die dich irgendwie geprägt haben, aber ich würde gerne einen spielen von deinem aktuellen Album «Solace». Schön. Vielen Dank für die Einladung. «Freedom, Peace, Part 1». Ja. Möchtest du noch etwas sagen zu dem Song? Ja, das ist auch... die Welt ist nicht im Frieden. Und ich habe das Gefühl, ich glaube auch immer mehr wieder an die Kraft der Musik. Ich habe es wirklich verloren. Ich habe manchmal gedacht, Kultur, was kann die schon bewirken? Und jetzt merke ich aber schon, für mich hat es ja viel bewirkt. Und ich glaube auch immer mehr, dass es total wichtig ist, dass es Kultur gibt und dass es Musik gibt und dass die auch eine Message hat, die auf einer Ebene berührt, wo dann halt das Wort oder das Buch oder der Film anders macht. Und das freut mich extrem. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.